Hier Küttene Blutschkop, hier ist Marc Metzger. Wir sind der Tod in Köln, der neue Hütte hin. Was soll dann woanders? Das hält doch keine Sinn. Tere. Komm, lass kommen. Fastelovend zusammen. Läuft, es läuft. Das werden schöne 4 Stunden mit uns. So, ich fange direkt mit der Rede an oder muss ich irgendwas beachten? Nein, einfach los. Ja. Sie werden es vielleicht schon mal gehört haben. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Ich möchte mich für die Damen und Herren im Saal, die mich noch nicht gesehen haben, an dieser Stelle noch mal persönlich vorstellen. Das macht man am Anfang einer Rede gerne, dass man sich mal persönlich vorstellt. Für die vielen Menschen im Saal, die mich noch nicht gesehen haben, mein Name ist Marc Metzger und ich habe eine Wärmepumpe kostengünstig abzugeben. Ja, was denn? Ich habe 20 Minuten im Vertrag. Was ich mache, ist mir überlassen. Ja, eine Wärmepumpe. Wärmepumpe, kannst du eine brauchen? Ich habe eine über. Habeck ist weg, ich habe die Pumpe am Back. Blöd gelaufen. Das heißt, ist er noch weg? Habeck, man weiß es nicht. Was haben wir für einen Tag heute? Legt mir doch einen Zettel dahin. Das mag die Leute an den Geräten zu Hause jetzt ein bisschen verwirren. Wir sind ja ein bisschen unsortiert gerade. Das kommt davon, das ist so durcheinander. Wenn der Rosenmontag auf einen Mittwoch fällt, dann kann man da... Ja... Läuft. Ich weiß es nicht. Ja. Ins Glas hinein. Genau. Ich hab die Pumpe am Back. Der Habeck ist weg. Ich hab die Pumpe in der Garage. Muss man sich mal vorstellen. Letztes Jahr habe ich über den Habeck geschimpft. Dieses Jahr war er weg. War ich das? Ups, Entschuldigung. Ist mir schon mal passiert. Können Sie sich an Wulff noch erinnern? Zweimal gesagt, weggewulft. War ich. Thebals von Elst, der Bischof mit den 80 Vornamen. Ich hatte der letzte Vorname noch nicht ausgesprochen, war der weg. Dr. Karl Theodor zu Gutenberg. Einmal gesagt, weg, halb weg, der Doktor. Der Rest lief noch rum. Ne? Ich hab da ein Händchen für. Ich habe echt überlegt, ob ich dieses Jahr mal was über Kardinal Wölki erzähle. Oh. Habt ihr Probleme mit dem Sicherungskasten? Ist ja was nicht in Ordnung? Ich fange gleich mit der Rede an. Ich möchte mich nur gerade ein bisschen akklimatisieren. Das wird gleich ein Feuerwerk der guten Laune. Ich hau hier ein Zeug raus. Aber am Anfang muss man immer mal so einen kleinen Spaß machen, habe ich mir jetzt mit dem Wölki... Ach, hör doch auf! Hör doch... Der hat mich beworfen! Lächerlich! Was soll er machen? Ich hab gesehen. Warum habe ich eine Rede vorbereitet? Die haben am Konfetti so einen Spaß. Das ist Quatsch. Ja, sortieren Sie es nach Farben, machen Sie irgendwas in der Zwischenzeit. Lassen Sie sich durch mich nicht irritieren. Ich bin Redner, ne? Das hatte ich jetzt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich bin Redner, das ist ja eine Sitzung, jetzt Karneval in Köln. Das ist wie Fasching, nur mit Stimmung. Ne? Und ich bin Redner, das ist mit Programm, deswegen sind die Karten so teuer. So weit vorne, wie du sitzt, hast du keine Karte bezahlt. Ne? Das ist ja wieder... Ah, komm. Hab ich schon was gesagt? So, jetzt aber Kontenance. Ich muss anfangen. Ich habe das mit Wölki streichen will. Ich mache keine Witze über die Kirche. Habe ich mir vorgenommen dieses Jahr. Bin seit 52 Jahren im Verein. Da macht man keine Späße drüber. Es geht uns nicht gut. Da muss man sprechen. Da muss man die Probleme aus der Welt räumen. Es gibt offene Fragen in der Kirche. Darf jemand, der Moses heißt, bei eBay mehr als 10 Gebote abgeben? Warum dürfen zum Pfarrer alle Vater sagen, nur die eigenen Kinder nicht? Sind Sie orthodox? Ich hätte da jetzt gerne einen Terä gehabt, aber das ist mir...
Es läuft nicht rund. Das ist immer das Problem mit den rumänischen Aushilfskapellen. Die verstehen einen nicht. Ich mache im katholischen Verein mit, ich bleibe auch dabei. Ich mache 52 Jahre, ich mache alles uniformiert, ich mache Messdiener, ich mache Nikolaus mache ich. Im Moment mache ich nicht den Nikolaus, nein. Hier, der ganze Tisch raus, das hat doch keinen Sinn davon. Was soll ich denn mit denen... Was habt ihr mir denn da hingeschmissen? Warte, bitte. Ruhe. Ich meine... Ja, lassen Sie sich durch mich nicht aufhalten. Machen Sie einfach. Ohne mich seid ihr schneller. So. Ich mache Nikolaus, wenn Zeit dafür ist. So, das wollte ich sagen. Ich fange auch gleich an, sonst wir haben ja keine Zeit. Ja, ich war Nikolaus, 30 Jahre mache ich das schon. 30 Jahre hat sich geändert. Kann ich ja gerade mal erzählen, hat sich geändert. Nikolaus hat sich geändert. Früher war Nikolaus aber einfacher, war schöner. Früher bist du als Nikolaus, ne, hast geklingelt, dann kamen die Kinder, haben sich bei dir auf den Schoß gesetzt, haben dir ins Ohr geflüstert, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Ist ja heute undenkbar. Kann man sich ja nicht mehr vorstellen, dass die Kinder sich beim Heiligen Mann auf den Schoß setzen. Das ist ja undenkbar. Mein Neffe war letztes Jahr mit zur Firmung, als der Bischof mit der Hand kam, sagte er nur nicht anfassen, ganz dünnes Eis. So weit sind wir schon. So weit sind wir schon. Du kannst als Nikolaus nichts mehr machen. Ich sage ihm nur Sack auskippen, klingeln, weglaufen. Mehr geht nicht mehr. Und das war so schön früher, Nikolaus. Ich war ja noch als Duett unterwegs. Ach komm, wir haben Zeit, erzähle ich noch. Ihr Husten löst sich, das freut mich. Dankeschön. Das ist... Bis bei mir auf die Schuhe. Ich gehe hier rüber, hier ist... Sehen gesünder aus. Ich war ja noch als Duett unterwegs früher, da hatte ich noch Knecht Ruprecht dabei, da war noch eine andere Zeit. Kennst du noch Knecht Ruprecht? War das noch erlaubt, hatte ich noch dabei. Hans Muff hieß meiner. Wir kennen doch einige, ne? Hans Muff, meiner hieß wirklich so. Johann Maria Muff hieß der. Der kam aus der Klüttengasse. Ja, es sind aber auch höchstens 20 Kölner im Saal, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Hör mal, das ist öffentlich-rechtlich, wenn Sie an der Stelle einfach mal besinnungslos lachen könnten, dass die uns glauben, dass das hier Karneval in Köln ist und nicht Hesse lacht zu Fassenacht. Eimer Kölsch? Was ist denn jetzt? Lust. Ja, naja, das habe ich befürchtet. Wenn du mich noch mal auf eine Weihnachtsfeier buchst und sagst mir nicht Bescheid vorher. Sind doch alle verrückt. Hier, du hast doch gefilmt, spul mal zurück. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade gesagt habe, keine Ahnung mehr. Nikolaus, Hans Muff. Pass auf, ich mach das noch mal mit der, also Hans Muff, Johann Maria Muff hieß der. Ja, natürlich habe ich das schon mal gesagt. Der kam aus der Klüttengasse. Das ist Köln. Und seine Frau war eine geborene Ruprecht. Da kommt das her, Knecht Ruprecht. Ne? Habt ihr ein Konzert? Störe ich euch? So, ich habe noch nicht angefangen. Da gibt riesen Ärger. Ne? Es sind Ihre Rundfunkgebühren. Mir ist es egal. Ich weiß noch, vor 7, 8 Wochen hatte ich, ja, was haben wir heute? 9 Wochen. Hatte ich den letzten Auftritt als Nikolaus. Ich muss weg. Hatte ich den letzten Auftritt als Nikolaus. Weißt du, die Kinder nehmen dich ja nicht mehr ernst. Ne? War furchtbar. Habe ich geklingelt, die Tür aufstand, also 5 Blachen wurden direkt frech. Du bist gar nicht der Nikolaus. Ich sag, doch. Manchmal stehst du auf der Bühne und denkst, leck mir am Arsch. Hauptsache ich hab Spaß an der Nummer, ne? Doch. Wo sind denn deine Rentiere? Ich sag, meine Rentiere sind bei Bofrost und baden in Madeira-Soße. Halt die Fresse jetzt. Ja, was wollen die denn von mir? Das fanden die auch nicht lustig. Die waren vegan, ne? Und
2 von den Kindern waren auch vom Bo Frostmann, das wusste ich nicht. Das hatte man mir ja keiner gesagt. Da musst du frisch bleiben. Wenn du Nikolaus machst heutzutage, du kannst so viel verkehrt machen, du musst so frisch sein. Da müssen nächstes Jahr mal Jüngere ran. Ich gehe stramm auf die 60, ich kann das nicht mehr. Du musst vom Kopf her, musst du immer dabei. Ich gehe stramm auf 60, auf 60 gehe. Ja, nee, gefällt mir nicht. Ich will euer Mitleid nicht. Ich will Medikamente. Hör mal auf, mir macht da keinen Spaß mit den 60. Die Leute haben gesagt, das ist schön, weil du freu dich doch, großes Fest. Nein, mir gefällt das nicht. Es hat sich alles zum Negativen geändert. Allein die Geburtstagsfeiern. Früher waren da nur junge Leute. Streng dich an, du verstehst das. Streng dich an. Alles junge Leute und alle hatten eine Flasche mit dabei. Heute haben sie auch noch Flaschen mit, aber der Inhalt hat sich geändert. Ne? Klosterfrau Melissengeist, Franz Branntwein, Allgäuer Latschenkiefer. Ich habe es mal gemischt, aber das kriegst du ja mit Limo nicht gesoffen, das Zeug. Dann labern die ein Zeug. Früher hat man sich nett unterhalten am Geburtstag. Heute, Klaus, beste Beispiel. Klaus stand neben mir und sagte, Marc, hier, ich habe ein Problem. Ich sag, was hast du? Mein Kind isst kein Fleisch. Wie kann ich es ersetzen? Ich sag, mit einem Hund. Hunde essen gerne Fleisch. Was denn? Nee, mir macht das keinen Spaß. Mir tut alles weh. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich habe letzte Woche das erste Mal... Der legt es drauf an, der will haue. Ganz ehrlich, der hier... Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Ich habe letzte Woche das erste Selbstgespräch geführt. Ich habe kein Wort verstanden. Das ist doch nicht schön. Mir tun alle Knochen weh, alles tut weh. Wenn mir was hinfällt, gucke ich hinterher und denke, brauche ich das noch? Ich war letzte Woche das erste Mal angezogen in der Sauna und habe mit dem Laserpointer auf die Schwachstellen der anderen gezeigt. So weit sind wir. So weit sind wir schon. Hat doch keinen Spaß. Nee, sagt meine Schwiegermutter, stell dich nicht so an, du bist nur 8 Wochen älter als Heidi Klum. Ich sag, da gucken wir mal, wie die aussieht, wenn die in mein Alter kommt. Das haben nicht alle verstanden hier vorne. Machen Sie sich keine Sorgen, rufen Sie meine Schwiegermutter an, die erklärt Ihnen das. Ich gebe Ihnen gleich die Nummer. Vielleicht können wir das einblenden. Nee, das wäre Quatsch. Ich gebe Ihnen die Nummer. Ich habe eine tolle Schwiegermutter, die macht das wirklich. Machen Sie sich keine Sorgen. Rufen Sie einfach an. Ich habe eine tolle Schwiegermutter. Ihre Tochter ist was komisch, ne, muss man sagen. Die ist halt nicht wie ich. Ich bin mehr so der Quirlige, ne? Und meine Frau ist mehr so, ja. Wenn sie ein Gewürz wäre, wäre sie Mehl. Weißt du, so in der Art. Bitte. Ach komm. Wie kann er das laut sagen? Ich kann es Ihnen erklären. Er hat ein Mikrofon, der kann es laut sagen. Ich lasse ja nicht alles weg, nur weil sich einer drüber aufregt, wie ich nächste Pantomime. Das ist doch Quatsch. Ich muss doch sowas mal sagen können in Köln. Wir sind doch tolerant, wir sind doch sprachtolerant. Tolerant. Habt ihr Cannabis im Nebel? Irgendwie bin ich raus gerade. Köln ist die toleranteste Stadt in ganz Köln. Auch von der Sprache her. Man muss das doch wirklich irgendwann mal so sagen können. Ich habe es ja nicht böse gemeint. Ich meine, Frau ist halt so. Dann kann man das so auch beschreiben. Kann doch nicht alles streichen, nur weil sich einer aufregt. Oh Gott, letzte Woche war meine Frau wieder knatschig. Ich sagte so, du bist die ganze Zeit im Grütze nicht. Den ganzen Abend bin ich alleine. Ich sag, mach doch ein Brettspiel. Ich sag, ein Brettspiel für eine Person. Ich sag, bügeln. Ja, da, wieder, lass sein, komm, nee. Rege sich doch nicht so auf. Ich meine doch nicht böse. Es ist doch furchtbar geworden. Es sind immer ein paar Tische aus dem Sauerland, die sich aufregen. Das ist doch nicht normal. Das ist schlimm geworden. Wie soll man denn als Redner noch arbeiten können? Christoph, setz dich doch mal bitte für uns ein. Wir kriegen ja mittlerweile schon vom Festkomitee morgens einen Fax. Die schicken noch Faxe. Kriegen vom Festkomitee morgens einen Fax. Ich bin ja schon froh, dass sie es nicht in Schieferritzen und mit der Sackkarre vorbeifahren. Faxe kriegen wir, als Redner kriegen wir Faxe, was wir abends auf der Bühne nicht mehr sagen sollen, weil es politisch nicht mehr korrekt wäre. Heute war Schneemann drauf. Schneemann. Warum soll man nicht, Schneemann soll man nicht mehr sagen, weil könnte ja eine Schneefrau sein auch.
oder Schneematsch. Früher wusste man Bescheid, je nachdem, wo die Möhre gesteckt hat, ne? War ganz klar. Heute musst du warten bis Frühling, dann ist es eine Pfütze. Pfütze ist weiblich, die Pfütze. Und das Sauerland regt sich auf. Ich habe langsam keine Lust mehr. Pass auf, wir machen das jetzt so. Ruhe! Wir machen das jetzt so. Ich rede jetzt hier auf der Bühne, so wie ich gelernt habe, ohne bewusst jemandem wehtun zu wollen. Und wenn irgendwer im Saal ein Problem hat mit dem, was ich gesagt habe, sollte irgendwer im Saal vielleicht mal darüber nachdenken, ob nicht er, sie oder es selbst das Problem sind und nicht das, was ich gesagt habe. Sonst kommen wir doch nicht weiter. Wir kommen doch nicht voran. Das ist mich völlig im falschen Film, aber ist egal. Sonst kommen wir doch nicht weiter. Guck, ich habe da schon zu Hause genug Probleme, die muss ich doch nicht noch mit auf die Bühne bringen. Sprachlich, zu Hause, als Beispiel. Ich war vor 3 Wochen zu Hause, meine Frau zufälligerweise auch, haben uns getroffen. Nette Frau. Da habe ich sie gefragt, ganz nett. Ich sag, Schatz, sag mal, wann hast du Hochzeitstag? Direkt Ärger. Früher hat man sich die Hand gegeben, hat sich vertragen, heute muss sie zum Entschuldigungsshoppen. Ich mach so einen Quatsch mit. Nur mit einer Frau Entschuldigungsshoppen wegen dem blöden Spruch. Die Entschuldigungsshoppen waren noch nicht im Entschuldigungsshop drin, ging der Driss weiter. Sagt sie, guck mal, die Frau da hinten hat die gleiche Leggings an wie ich. Ich sag, nein, auf deiner sind die Blumen größer. Ich habe es beim Sprechen gemerkt. Ich habe direkt gemerkt, das ist falsch. Ich sag, Schatz, nicht böse sein. Du hast eine tolle Figur. Ja, sagt sie, aha, was wiege ich denn? Ich sag, frag mich was Leichteres. Du kommst ja nicht mehr raus. Ach, die Damen, die jetzt lachen, das ist unfair. Ihr seid doch alle so. Ihr schleppt uns in den Entschuldigungsshop und dann gebt ihr uns eine Steilvorlage an der anderen und wir dürfen nicht verwandeln. Guck mal, Schatz, das Kleid macht mich 10 Jahre jünger. Nimm 2. Nein! Schatz, weißt du, was mir hier nicht passt? Größe 36. Nein! Wir sagen es ja nicht. Wir stehen daneben, halten die Klappe und freuen uns darüber, dass unsere Frauen die Figuren von griechischen Göttinnen haben. Auch wenn Buddha streng genommen keine griechische Göttin ist. Aber das sehen wir in Kölnisch-Eng. Jetzt hören Sie bitte auf. Das sehen wir in Kölnisch-Eng. Das ist die Art, wie wir miteinander sprechen. Das ist unsere Mentalität. Wir meinen das nicht böse. Der Kölner ist ausgeglichen, auch sprachlich. Warum? Der Kölner hat alles, was er braucht. Und was er nicht braucht, baut er einfach nicht fertig. Kein Mensch interessiert sich hier für die Oper. Es gibt Kölner, die wussten gar nicht, dass wir eine hatten. 253 Millionen Euro haben sie damals veranschlagt für die Oper. Also feucht durchwischen und tapezieren. Ne? Das sind 0,2 Milliarden, jetzt sind wir bei 1,2 Milliarden. Was sagt der Kölner? Wir haben da vorne ein bisschen aufgerundet. Dafür wird es aber auch schön. Ich nehme an, die bauen bis 3 Milliarden Euro und dann finden die einen seltenen Frosch. Oder aber ich bringe einen seltenen Frosch dahin, damit der Scheiß aufhört. Man sagt ja mittlerweile in Köln schon, es gibt in Köln nur 2 Gebäude, wo noch nie ein Kölner drin war. Die Oper und das Pascha. Der Klatsch war drin. Das macht man nicht in Köln, nur für die Gäste. Macht man nicht. Also als Kölner, das kriegen wir in die Wiege gelegt. Der Opa sagt ja als Kind schon Bescheid. Weißt du, mein Opa kam mit 12, also nicht, als er 12 war, da war ich ja minus 80. Der Opa... Ist schon Dienstag? Egal. Du lachst aber auch immer so eine halbe Stunde später als die anderen, ne? Das ist meins, bleibt meins hier vorne. Ich weiß es nicht mehr. Der Opa kam, als ich 12 war, kam der zu mir am Geburtstag, hat er mir das erklärt. Sagte, du gehst nicht in den Pascha? Da siehst du Dinge, die sollst du nicht sehen. Da war das klar, da geht man nicht hin. Das nimmt man einfach so an als Kölner, man akzeptiert das und dann ist es gut. Bin ich 14 geworden, kam der Opa sicherheitshalber noch mal vorbei, sagte, du gehst nicht in den Pascha? Das sind so Dinge, die sollst du nicht sehen. Ich sag, Opa, alles klar. Als ich 16 geworden bin, kam er noch mal zur Sicherheit. Du gehst nicht in den Pascha? Da gibt es Dinge, die sollst du nicht sehen. Ich sag, Opa, hab ich begriffen.
Mit 18 war ich doch was neugierig, bin ich einmal gucken gegangen, was habe ich gesehen? Der Opa. Ne? So ist es. So ist es bei uns. Weißt du, es ist leider der Zeitraum, sonst hätte ich noch eine Rede gehalten, aber machen wir nächstes Jahr. Ich wollte nur sagen, ich freue mich, dass immer einer ruft, das ist ja Blödsinn, was der Mann da erzählt, weil dann weiß ich, dass ich das begriffen habe. Das ist wirklich nur Blödsinn. Ich mache seit 35 Jahren Blödsinn. Dann mache ich extra, weil Blödsinn ist schön. Wir haben Karneval, da kann man Blödsinn machen. Das ist toll. Die anderen Leute sollten nicht man sollte uns nicht belächeln oder beschimpfen, man sollte uns beneiden, dass wir so ein schönes Fest haben. Wir kriegen ja mit, was auf der Welt passiert. Wir nutzen aber den Karneval als Ventil, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Ich kriege auch mit, was auf der Welt passiert. Ich lese auch die Zeitung und gucke Nachrichten. Und manchmal fällt es mir wirklich nicht leicht, mich abends auf eine Bühne zu stellen, Konfetti zu schmeißen und Blödsinn zu erzählen. Aber ich habe mich vor 35 Jahren dazu entschieden, ein Clown zu sein. Und die Kernkompetenz eines Clowns liegt nun mal im zum Lachen bringen des Publikums, was ja erstmal auch gar nicht verkehrt ist. Einer der berühmtesten Büttenredner, die Köln der allergrößte Büttenredner, den Köln je hatte. Charlie Chaplin hat einmal gesagt, es ist kein Kölner im Saal, keiner. Der berühmteste Büttenredner der Stadt Köln, Charlie Chaplin, hat einmal gesagt, ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag. Wenn ich jetzt davon ausgehen darf, dass Ihr Tag heute nicht ganz verloren war und wenn ich weiterhin davon ausgehen darf, dass Ihre Welt durch meinen Blödsinn in den nächsten Tagen ein kleines bisschen leiser wird, dann traue ich mich hier die Frage zu stellen, wann, wenn nicht jetzt, hier und heute, ist der richtige Zeitpunkt, ein Clown zu sein. Seid nett zueinander, macht euch eine friedliche Faste leer. Danke, dass ich dabei sein durfte. Schön zick noch. Tschüss zusammen! Ja, der Fastelovenzirkel, er ist unnachahmlich, er ist einzigartig und er ist unverwechselbar und vor allem ist er der Mann mit dem richtigen Gespür für Blödsinn. Es ist der Blutschkopf Marc Metzger. Danke, lieber Marc.